Was ist denn los? Das wirst du gleich schon sehen. Na, das hört sich ja an wie Donnerwetter. Die Bauern sollte er in Erstaunen versetzen, der Matador. Die zunehmende Rationalisierung der Landwirtschaft erforderte immer mehr Großmähdrescher. Bis zu 6 Meter Arbeitsbreite, 87 PS sowie 5 Tonnen Gewicht waren für damalige Verhältnisse tatsächlich gigantisch. Von 1961 bis 1969 liefen rund 33.000 Matadore vom Band. Na, das ist ein Maschinchen, was? Da kommt kein anderer ran. Ja, nun mal langsam. Mein Kolumbus ist genauso gut. Nur ein paar Nummern kleiner. Ein paar Nummern kleiner. Es gab ja noch zahlreiche Höfe, für die der Matador schlichtweg überdimensioniert gewesen wäre. Für diese Kleinbetriebe wurde der Kolumbus gebaut. 100 Zentner Korn in einer Stunde wie der Matador, das schaffte der Kolumbus mit knapp 2 Metern Schnittbreite nicht. Trotzdem wurden von 1959 bis 1970 31.000 Stück verkauft. Mittag. Wir haben ganz schön was geschafft. Aha. Gerade Betrieben mit kleinen Flächen ermöglichte der Kolumbus mit seinem hydraulischen Schneidwerk und der zweimal bindenden Strohpresse den Einstieg in die Mechanisierung. Gut gereinigt, ja. Kann man nicht anders sagen. Wie lange brauchst du, bis du so einen Haufen zusammen hast? Mein Kolumbus ist mit meinem Feld genauso schnell fertig wie dein Matador mit deinem Feld. Wenn du es so rechnest. Die einzig richtige Rechnung. Für deine Riesenschläge kannst du so einen Elefanten brauchen. Ich nicht. Für mich ist mein Kolumbus genau richtig. Ob klein, ob groß, ob Kolumbus oder Matador, Verkaufsschlager waren in den 60er Jahren beide Mähdrescher.